Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, hier im Frühling von Jahr 2. Da haben wir neue Typ dazu gekriegt, hier Kent. Zusätzlich kommt auch noch dazu, ihr liebe Leute, dass ich das Update mal endlich gemacht habe auf Steam. Und ich wäre theoretisch jetzt auch zum Koop hier befähigt. Aber es sind auch noch ein paar andere Kleinigkeiten für den Singleplayer-Modus dazukommen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten mag. Aber erstmal gucken wir mal Leben von Land. Neues Jahr bricht da halt Jahre offen, falls ein neues Saatgut im örtlichen Gemischtwarenladen auftaucht. Hoffentlich hast du Werkzeuge verbessert und bist auf ein neues, produktives Jahr vorbereitet. Ich doch auf jeden Fall. Wie sieht's dann morgen aus? Ganze Tag klar und sonnig. Boah, im Frühling ist das noch in Ordnung. Da ist ja schon der neue Hansel. Kent. Hallo, mein Name ist Kent. Ich bin erst die Nacht zurückgekommen aus dem Ausland. Meine Frau hat gemeint, dass ein neuer Besitzer während meiner Abwesenheit eingezogen sei. Allhopp, ich wollte mich nur mal vorstellen. Man sieht sich. Ja, der gute Mann ist Soldat. Zusätzlich ist auch noch die Oma hier, die gute Evelyn. Morgen! Das war wirklich ein netter Spaziergang. Ich habe den alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Er sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Hier, ich habe da Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk von einem Gärtner zum nächsten. Haha! Du hast einen Gartentopf erhalten. Die Töpfe sind wirklich praktisch. Du kannst damit zur beliebigen Zeit im Haus Pflanzen ranziehen. Und nach draußen sehen sie nicht aus. Du kannst aber nur der Saison entsprechende Pflanzerei pflanzen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du leicht selber welche machen. Hier, ich habe einen alten Zeitungsartikel mit der Anweisung, wahrscheinlich genauso alt wie ich selber. Du hast gelernt, wie man einen Gartentopf herstellt. Ja, geiler Scheiß. Ich gehe dann mal lieber. Der Schorsch wird immer mürrisch, wenn er seinen Haferbrei nicht rechtzeitig kriegt. Aber noch ein schöner Tag für dich, Ackermann Junior. Yeah. Gucken wir uns das Ding doch mal an. Lässt eine Pflanze aus jeder Saison wachsen. Draußen können nur so nur für saisonale Pflanzen verwendet werden. Ja, ultra geil. Das heißt so eine Art Mini-Gewächshaus. Aber wir haben definitiv wieder was zu tun. Wir müssen nämlich hier klar Schiff machen, ihr liebe Leute. So, ja, du fault einfach mal so random hier wieder den Zaun zusammen. Kennt man ja. Na gut, wir haben aber Steg glücklicherweise im Sack. Das heißt, 3 Stellmauern müssen wir mindestens noch machen. So, das Ding von der Oma geht jetzt erstmal weg. Das ist zum Beispiel auch so ein Teil, was im Update zu verdanken ist. Mit einer Gartentöpf. So, wo haben wir sie dann? Mit der Scharfschere mache ich das bestimmt nicht. Hier, Sensor. Zack. Erstmal hier ein bisschen Ordnung wieder bringen. Ach Gott, das Gras ist ja noch gewachsen wie Zau hier. Na, da müssen wir nochmal einer. Joink. Und drauf. Ja, ich freue mich schon, was das Update hier alles für uns bringt. Das ist nicht gerade wenig, muss ich dazu sagen. So und so. Von daher, da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Also ich finde auch im Frühling sieht das ganz schick aus. Wirklich. Okay, hier sind wieder ein paar Pflaumen für uns gewachsen und eine Brombeer. Perfekt. Dann müssen wir heute auf jeden Fall nochmal zum Pierre und müssen da ein bisschen Zeichen hochkaufen. Na? Hallo? Du kannst auch deine Kuh melken, weg, starker Mann. So. Allerhab. Ja, die Resel hat Arme wieder. Die ist aber noch nicht so weit, oder? Nö. Ingrid hat gerade gewolle. Hauptsache mal die arme Ingrid hier belästigt und an nackische Haut rumgeschnitten. So, die Wutz bringt uns leider auch noch nichts. Die Wutz können wir aber rauslassen. Jetzt ist mal wieder Zeit, dass wir die Tiere rausgehen lassen können. So, die Milchproduktion, die läuft. Und es fehlt nur noch Ziegenmilch. So, perfekt. Na dann, viel Spaß draußen. Die anderen Tiere hier kennen es nicht anders. So, die werden jetzt erstmal alle gestreichelt. Dann holen wir uns ihr Produkte ab. Zack und zack. Und dann können sie draußen auf jeden Fall auch noch ein bisschen
Glücklichkeitssammler, indem sie sich dort draußen ein bisschen austoben. So, raus mit euch. Und im Vergleich zum Vorjahr haben wir jetzt bei weitem nämlich so viel Stau, wie wir das vorher gehabt haben. Und ich sollte beim Pierre, glaube ich, noch ein bisschen Zeug holen. So, uiuiui, das Gras ist ja richtig gut noch gewachsen. Das kenne ich aus meinem alten Spielstand etwas schleppender. Da hat es nämlich immer ewig und 3 Tage gedauert, bis das Zeug noch wachsen konnte. Ah, Radiesle haben wir noch gekriegt. Das ist doch nicht schlecht. Und wieder Peperoni. Und zack, hier der nächste Streich. Ach Quatsch, was mache ich denn hier für einen Quatsch? So muss es doch wieder laufen, ne? Genau. Dann kann ich nämlich da wieder hinterher. Und alles hinterher. So. Heute ist aber mal wieder richtig fett die Ernte fällig, sehe ich. Das freut mich natürlich extrem, dass wir hier wieder so fette Ernte im Gewächshaus haben und unsere Einnahmen schon mal richtig gut und saftig sind. So, dann dabei der Aubergine. Jo, heute ist alles irgendwie gut. Die Aubergine sind fertig und reif. So, als Herde mit die Peperoni. Die Preiselbeere und der Mais sind auch mal wieder frisch. Sau gut ist das, oder? Und dann haben wir auch noch die Tomate und die und die Blaubeere. Alter Falter, Ackermann, heute sammelst dich dumm und dämlich, habe ich das Gefühl. So. Das ist wohl der Tag, an dem sich das Gewächshaus am allermeisten gelohnt hat. Ja, saugut. Dann, wieder ein bisschen nachfassen. Und hier müssen wir uns sowieso noch ein bisschen Peperoni ranziehen. Das heißt, oh, das hat aber gerade so gereicht. Die dumm. So, reite mit. Dann erstmal das Ding ab und weiter geht's. So, oi, jetzt fängt das wieder an. Zack. Und wie viel haben wir hier noch frei? Komm schon. Jo. Nummer 2, perfekt. Dann. Wo haben wir es dann? Ja, Papa. Dann kommt das hier wieder rein. Und hier rein. Perfekt. Wisst was? Das sieht man nicht so gut aus. Das machen wir zugunsten von dem hier weg. Und dann brauchen wir nochmal einmal hier den Nassmacher. Und dann läuft die Geschichte. So gut. Dann entwickelt sich das allmählich nämlich zu unserem Peperoni-Feld. Was wir da als Reihe nochmal brauchen. Zack. Der Rest kann jetzt machen, was er will. Oh, jetzt ist aber hier wieder... Geht hier die Post ab mal wieder. Okay, dafür haben wir nämlich genug Zeug. Ja, die Tiere, die stauen sich hier mittlerweile wieder immens. Müssen wir mal durch. Und Mayo kommt rein. Die Pflaume kommt rein. Radiesle fort, Käse weg. Alter Falter. Das gibt heute richtig geile, saftige Einnahme, ihr liebe Leid. So, Holz und Fasern. Was braucht man dann eigentlich, um so ein Ding herzustellen? Huch, was habe ich denn da noch gekriegt? Steinschild. Verwenden Gegenstand damit, um die Anzeige zu ändern. Gegenstand wird nicht verbraucht. Holzschild. Garten. Moment. Da brauchen wir Lehm, Stein und verfeinerte Quarz dafür. Okay. Warte mal. Probieren wir das jetzt einfach mal aus. Stehschild. Das scheint wohl auch mit dem Update verknüpft zu sein. Viel Spaß. Das machen wir jetzt mal dort hier. Und, können wir damit irgendwas Tolles machen oder so? Nö. Okay. Wir können anscheinend hier, lustige Symbole drauf machen. Gut. Warum nicht? Da ist es jetzt halt der Pelzerhof mit dem, Obsidianschwert. So. Hier erstmal das Zeug her. Warte mal, halte mal den Gaul A. Cola. Das kommt erstmal wieder Dorei, wo sie gehört. Zack und zack. Und da haben wir noch ein bisschen Müll für die Recyclingmaschine. So. Wisst was? Der Pelzerhof, der wird jetzt einfach mit der Stahlhacke dargestellt. Perfekt. Das ist unser Waffe. So. Alle hopp, dann nix wie ab zum Pierre. Da würde ich nämlich ganz gerne noch ein bisschen Zeug einkaufen.
Brauchen wir viel Saatmoll wieder, viel 24er Bündel. Kupferbarre für Sandy. Okay. Zu der müssen wir eventuell sowieso nochmal gehen. Okay, jetzt haben wir hier wieder unseren Kruscht. Knoblauch ist, glaube ich, neu. Komische Regenbogetapete in Steinform hat er. So, folgendes. Wir holen uns jetzt von allem was. Da holen wir uns natürlich von der gute Pastinake erstmal 24 Stück. Dann holen wir uns von der Bona Net 24 Stück. Das sind die, die man perfekt für Vierer einsetzen kann. Von dem holen wir uns 24 vom Blumenkohl. Krummbeere holen wir uns auch ein gutes 24er Feld und wir dürfen die obere 24er Felder belegt sein, ne? Ich habe 1, 2, 3. Ne, da geht sogar noch einer. Das ist auch so was Klassisches, womit wir 4 Felder belegen können. Da habe ich noch einmal übrig für 24. Dann sind die obere Dinger belegt. Da habe ich nämlich insgesamt 4 von den 1, 2, 3 und 4, genau. Dann hätten wir noch das untere 24er Feld 2 mal. Da können wir uns Zierlauch 24 mal holen. Und Knoblauch. Hoppla, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. So. Und Knoblauch holen wir uns auch 24 Stück. Und dann holen wir uns noch jede Menge Grasbündel. Da holen wir uns mal 10 davor. Und der Rest ist all. Alles klar. Gut. Dann bräuchten wir noch eventuell was fürs für das große Mischfeld. Das dürfte ein 30er Feld oder was das war sein. Dann schauen wir noch einmal. So, zu Robin mag ich aber auch noch, weil beim Update gibt es bei ihr auch einiges, was neu ist. Das heißt, wir gucken nochmal bei der gute alte Robin-Reihe, holen hier nochmal die Stahlhacke raus, weil Artefaktplatz und prähistorische Handaxt, ne? Ja, das habe ich aber Gunther leider schon gegeben im Museum. Schade, schade. Yo, oh, das ist doch nicht drin beim Update. Mit Gemeinschaftsverbesserungen. Das habe ich nochmal beim Probespielstand gesehen, weil ich testen wollte, ob das Update funktioniert. Und wenn ich das Gemeindezentrum beendet habe, dann kann ich auch Gemeindebaute von Robin herstellen lassen und kann Pam ein Haus bauen lassen. So, was gibt's denn hier im Laden? Neues Eichemöbel. Mahagoni-Bank. Ach Gott, für der ganz edle Herr. Ja genau, die Kamine sind neu. Lassen wir jetzt aber mal gut sein. Steinfeuerschale. Wisst was, da holen wir uns auch das Rezept dafür. Strohbode, Mahozio. Gut. Ah, Moment mal. Eins wollte ich euch auch noch zeigen. Neu wäre dann zum Beispiel Hütte. Heim für einen Freund wird aus landwirtschaftliche Geldmittel subventioniert. Haha, das brauche ich für den Multiplayer tatsächlich, das Ding. Hier haben wir auch noch dasselbe, nur in einer ein bisschen anderer Optik. Aber das finde ich eigentlich am geilsten, so richtig rustikale Hütte. Und hier haben wir nochmal eine aus Holz, ganz normal und schä. Zusätzlich können wir uns auch einen Versandbehälter bauen lassen. Was an sich auch nicht verkehrt ist. Aber, ich bin eigentlich mal dafür, dass wir uns so Hütte bauen lassen. Falls sich dann doch mal irgendwann der Multiplayer angeht, zusammen mit dem Neuländer und mit Slanion, würde sich anbieten, ja, da wär's natürlich ein bisschen arg. Ich steht aber Sache, wenn ich eine Hütte bauen lasse, dann würde ich hier eher in dem Bereich frei machen, dass die ganze Gastarbeiter hier bei Großvaters Schrein leben, jetzt nicht unbedingt hier unten vor der Clip und an nicht hier, wo ich später noch Felder hier bauen will. Aber ganz an der Peripherie sollten die jetzt auch nicht leben, deswegen... Wenn ich mal so eine Hütte bauen lasse, dann würde ich sagen, entsteht die hier bei Großvaters Schrein. Das müsste aber dann hier in der Gegend sein und müsste dann der ganze Kruscht erstmal fort. Also, ne? Aber ich denke, ich werde mal demnächst mal in die bauen lassen tatsächlich. So, schön die Hütte. Und dann bin ich auf jeden Fall auch für den Multiplayer schon mal gewappnet. Das heißt, wir rahmen bei Großvaters Schrein vielleicht jetzt noch ein bisschen auf. Lassen uns vielleicht das Ding jetzt schon basteln, wisst was? Wenn wir es schon haben, dann haben wir es auch wenigstens. Und dann läuft die Geschichte. Ich glaube sowieso, dass das heute mal wieder eine sehr lange Episode wird, ihr liebe Leute. Deswegen belasse ich es heute auch bei dem einzelnen Tag. So, dann fangen wir doch mal erst hier mit an. So, ihr liebe Tiere.
Jetzt sind wir schon so hier und hier. Und die restliche 5, die klatschen wir direkt hier. Also schmausen sie sich schon direkt an die Tiere. Na? Ach Gott, so schnell ist das Zeug mal wieder fort. Ich sehe mal, wie die sich da drauf sterzen, wie die Geier. Alter Falter. Gierige Viecher, oder? Richtig gierige Viecher. Da wollte ich noch was Gutes tun und zack. Habe ich mein Krust schon wieder weg. Schade drum. So, du gehst jetzt erstmal fort. Hier gehst du fort. So. Denn wir wollen nochmal zweimal den Zaun. Hier dicht machen. Und hier braucht man auch noch. Alter Falter, das geht alles vor die Hunde hier, der ganze Kram. Alles geht hier kaputt. Wird Zeit, dass ich heirate, weil dann kümmert sich meine Frau nämlich drum. Wie im richtigen Leben, ne? So, jetzt fangen wir mal dort mit an. Zack und zack. Und machen hier jetzt nochmal richtig. Hoppala. Das war der Sprinkler zerschrotet. Jabadabadu. Jabadabadu. So, dann... Moment, da gibt es doch, glaube ich, auch so was Lustiges. Bodenplatte oder so, die ich durch hier legen kann. Da, ja, genau, Steinboden. Ich glaube, das hilft, dass das Zeug nämlich direkt wegschrotet wird. Dann kann ich nämlich meinen Sprinkler dort drauf löcken. Joink. Und wenn ich jetzt nochmal dort drauf gehe, wird es nämlich ein Wegschlager. Genau. Den Trick habe ich nämlich schon mal gesehen von jemand. Das machen wir jetzt nämlich auch hier noch ein paar Mal. Wir brauchen bestimmt 5 von den Dinger, oder? So. Dann zack und zack und peng. Und so wird doch was draus. Na, Allah. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Hoppla. Brauchen wir auf jeden Fall noch Dünger, genau. Ohne Dünger wird das nämlich nichts. Das heißt, ich brauche noch eine Menge Harz. So, okay, wenn wir schon hier sind, Ziegekäse, die Mayo und der normale Käse kann doch rein. Na, ich wollte auch hier rein. Dann noch einmal, upsala, ich wollte auch hier nur 2 Mal von dem Krust haben, damit ich nochmal Blaubeere reinmachen kann. Und da wieder rein. Alter, ich bin heute sehr singfreudig, wie es aussieht. So, Dünger. Genau, Dünger brauche ich. Ich brauche wieder meinen guten Standarddünger, damit ich hier wieder ordentlich was machen kann. Dafür braucht man Fischen beliebige. Ah, da zählt anscheinend wohl auch die Strandschnecke dazu. Interessant. Nee. Wir machen hier Standarddünger, ganz einfach. So. Düngt wie Sau. Brauchen wir nämlich erstmal die 48. Dann haben wir die Felder nämlich schon mal durch. So. Ich befürchte nämlich, wir werden nur bis nachts unterwegs sein mit dem ganzen Kram. Zu Robin können wir jetzt leider sowieso nicht mehr gehen. Aber ich bewahre es eigentlich normalerweise immer nur. Ich belosse es normalerweise immer noch bei dem Standarddünger. Weil der eigentlich völlig ausreichend ist, wie ich finde. So, dann kommen die Pastinaken erstmal dort rein. Ja, das ist doch mal schon mal auf jeden Fall ein sehr produktiver Frühling, wie ich finde. Dann machen wir das so. Und hier machen wir das noch so. Hoppala, das war noch zu viel. Und Jesus, erleid Ackermann, das schafft aber auch wieder Sache. Gut, dann als nächstes 24 kommt der Blumenkohl. Alter Falter, das werden wieder richtig schöne Erträge, sehe ich schon, guck mal. Und bei dem Update ist es übrigens auch mittlerweile möglich, dass, Jesus, dass man neben seiner festen Freundin auch noch andere Freundinnen haben kann. Aber wenn man das ganze Dorf datet, dann gibt's auf die Schniss. Dann gibt's wirklich einen Rüffel von der Gemäh. Deswegen, man sollte es nicht übertreiben mit dem, was man da macht, mit Dating-Verhalten und so. Aber ich bleibe hier meiner Abigail treu und belosse es dabei. Es sei denn, ihr wollt alle, dass ich unbedingt noch eine Anarifra habe. Also gebt dann auf jeden Fall auch nochmal Bescheid, wenn ihr das haben wollt. Dass ich sowas, so garstige Sachen mache. So, wieder 8er. Also drauf mit dem Dünger.
Dann haben wir dann hier die Tulpenzwiebel. Die kommen alle drauf. Drauf damit. Und dann haben wir noch die Bohnensetzlinge. Die sind doch für sowas perfekt geeignet. So. Und mach voll, Ackermann. Ach, wenn es heute ewig dauert, das ist mir jetzt echt egal. Die Felder da unten, um die werde ich mich dann später kümmern, wenn es soweit ist. So, da haben wir nämlich erst nochmal hier das Ding und zack. Und dann geht es weiter hier mit der Stahlhacker. Okay. Es nimmt doch allmählich mal wieder Form an, das Ganze. Gefällt mir. Dann nochmal 24 Stück. Ja, heute habe ich wirklich einen produktiven Tag. Und ich denke, ich belosse es auch wirklich heute bei der Episode. Weil wir werden höchstwahrscheinlich bis noch Mitternacht beschäftigt sein. Und das schluckt dann an sich schon über 20 Minuten Zeit. Und bevor dann wirklich wieder so 40 Minuten Overgosher-Episode draus wird, machen wir es einfach mal so gemütlich heute. Und belossen es bei einem ultraproduktiven Tag vom Frühling im Jahr 2. Okay, Herr Geilomat. Die Stelle muss ich sowieso noch zumachen. Okay. Allmählich gefällt mir der Hof so richtig, muss ich sagen. Okay. Dann hier wieder dasselbe Spiel. Brauche ich erstmal den und den wieder drauf. Da freue ich mich immens drauf, wenn ich irgendwann die Iridium-Sprinkler verwenden kann. Okay, warte mal, da muss ich es dann tatsächlich so regeln. Und so und so. Dann können wir nämlich hier mit der Dreierreihe einfach machen. Perfekt. Dann kommen hier die Grünkohlreihe. Aber warte mal. Halte mal die Gaula. Erst einmal muss noch mal der Dünger natürlich gemacht werden. Muss gerade mal gucken, was ich alles für so einen Iridium-Sprinkler brauche. Also sobald ich den habe, goldbare Iridium... Oh, das kann ich ja theoretisch schon, oder? Ah, das kann ich doch eigentlich schon, ihr liebe Leid. Ich habe einen Iridiumbarrer. Dann brauche ich noch eine Batterie. Warte mal, die Batterie. Wo habe ich denn die hingelegt oder habe ich die alle schon verschwendet, die Dinger? Ich befürchte nämlich, die habe ich alle für die Laterne schon verschwendet sein. Mist. Ja, dann kann ich das doch erst wieder machen, wenn wir hier wieder das nächste Gewitter haben. Dann funktioniert die Geschichte. So, dann kommt als nächstes hier die Grünkohlsaat. Oh je, da sind wieder ein paar Zäune eingeschimmelt. Aber dass die überhaupt schon so lang halten, fast ein Jahr, ist eigentlich auch nicht verkehrt. Da brauchen wir wieder 2, habe ich gesehen. Das hier ist Nummer 1 hier kaputt, Nummer 2 da oben kaputt. Also wieder um die... Uppala, wieder um die Ecke rum, dann läuft die Geschichte. So, da wird jetzt hier wieder gegossen. So. So machen wir das. Und meine Energie ist auch langsam ziemlich zur Neige. Aber ich muss die Felder einfach fertig kriegen für heute. Das muss ich zumindest nochmal gebacken kriegen. So, 2, das passt perfekt. Dann brauche ich nämlich hier noch einer und einen Sprinkler dort hier. Wenn wir schon dabei sind, hier. Und ich weiß, es ist 0 Uhr. Trotzdem, Ackermann, will ich das fertig kriegen. So viel Ehrgeiz habe ich hier noch auf dem Pelzerhof. Zack, zack und zack. Gut, dann brauchen wir wieder Dünger. Da machen wir gleich schon mal 48. Da muss ich das nämlich nicht noch... Oder 47 besser gesagt. Da muss ich das nicht jedes Mal noch einmal neu machen hier für jedes Feld. Also, die 47. Dann haben wir hier nämlich unsere 2 Felder perfekt gemacht. Alter Latz, das wird echt knapp mit der Zeit, befürchte ich. Da machen wir unseren Zierlauch, unseren Guter. Ja, das wird wirklich verdammt knapp mit der Zeit. Aber ich muss fertig werden damit. Sonst haben wir nämlich einfach nichts mehr. Verdammt.
Und ich will morgen eigentlich schon, dass das große Gedöns schon losgeht. Das heißt, ich werde mich dann einfach in die Fall schmeißen, wenn ich hier fertig bin. Also direkt unmittelbar in die Fall stürze. Nein. Scheiße. Schnell. Und mach dann auch direkt am nächsten Morgen meinen Cut, würde ich mal sagen. Weil das ist mir dann etwas zu... hoppla hopp das Ganze. Scheiße, das werde ich nicht mehr packen. Schnell, das werde ich nicht mehr packen, bevor ich... Scheiße, ich muss jetzt... Und das werde ich noch nicht mal mehr packen. Nee. Scheiße, 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 scheiße. Mist. Es ist soweit, ich bin hier wieder umgekippt. Verdammt nochmal. Zu viel des Guten, würde ich sagen. Das kostet mich jetzt wieder wahrscheinlich was. Okay, wir haben aber dafür 11.984 nur an Hofeinnahme. Das ist doch ordentlich was, oder? Gut, das ist leider zusammengeklappt. Wir werden die Rechnung vorfinden. So viel mache ich noch. Das wuchernde Unkraut hat auf deinem Hof Schade angerichtet. Ach du liebe Zeit. Muss ich mal noch fix angucken. Also so viel muss jetzt noch sein. Wetterbericht von morgen. Ganze da wieder klar und so nicht. Okay, was geht dann hier ab? Ich verkaufe jetzt hochwertige Dünger, neue Nutzpflanze von Pierre. Ja, wieder die Joja-Spackos, die mir 1000 Gold abgezogen haben, diese Vollmongos. Okay, das müssen wir noch schnell reparieren. Ach, wisst was? Wisst was? Dann ist mir das heute jetzt mal absolut egal. Dann hängen wir doch einfach den zweiten Tag jetzt auch noch dran. Ich weiß, ich habe wieder gesagt, machen wir nicht so. Aber jetzt ist es halt so. So. Ich entscheide mich immer sehr gern spontan nach oben. Das müsstet ihr mittlerweile auch schon wissen. So, okay. Na gut, sehr schade. Also es hat leider nicht mehr dafür gereicht. Aber dann sind halt die Knobi für Saison beziehungsweise Enddach hinten dran. Dann ist es halt so. Nicht schlimm. So. Und dann so. Jo. Ist halt auch etwas schade jetzt, dass meine Energie nicht gerade gut aufgefüllt ist wieder. Aber das macht nichts. Das kriegen wir alles wieder hier. So, dann schauen wir an, was das Unkraut an Schade angerichtet hat. Das komische Zeug. So, da. Gott, dafür hat es doch gereicht. Geh weg. Geh weg, du. Ich weiß, was du wieder vorhorchst. So, du bleibst weg von meinem Feld. Alter Falter, jetzt darf ich hier auch noch kräftig die Tiere nochmal melken. Ah, die waren ganz schön gierig, du, die Viecher, muss ich sagen. Nein! Schon haben wir die Viecher hier drauf. Verflixt. Okay. Und die Gudrun steht mal wieder schön im Weg. Ja, du gehst am besten raus. So. Schnell wieder zumachen. Okay. Das warst du. Ja, die Elsa hat gemilcht, das ist mir klar. Ich will aber nicht die Elsa melken. Alter. Oh, ist das ätzend. Nee, das sollte man verbessern. Das sollte man dringendst verbessern. Das heißt, ovens auf jeden Fall immer die Läde dicht. Das ist sonst ultra ätzend. So, da weiß ich nämlich auch nie, welches Vieh ich schon gestreichelt habe und welches nicht. Sorgt nur für Verwirrung. Na, natürlich wieder die Elsa. Aber die will ich doch gar nicht. Ich will doch gar nicht die Elsa haben. Hier sind die beide Elsa oder was? Was geht denn hier ab? Elsa und Elsa und Elsa. Ja, genau. Oh, Mann. Nervig. Gut, wieder Entefeder. Dann kümmern wir uns jetzt noch schnell um den Kruscht. Dann Reide mit. Mehr Milch haben wir heute nicht, weil die Endkuh, die kann ich natürlich nicht melken, weil die irgendwo in der Peripherie festhängt. Ewe ist er wieder befreit. Geh mal weg, Wutz. So. Gut.
Okay, jetzt gucken wir mal, welche von euch... Ja, du hast nämlich noch gefehlt. So, dich muss ich wahrscheinlich auch noch streicheln. Ne, die Radegunde war es natürlich. Boah, das gefällt mir nicht, wenn das alles so gemischt abläuft. Und wenn ich hier nicht ends noch um andere wie sonst so ordentlich machen kann. Nee, jetzt geh fort. So. Voll die Knetkopfstimmen wieder kriegt. So. Nee, ich freue mich auch aufs nächste Gewitter dann unbedingt. Weil beim nächsten Gewitter sind wir nicht nur in der Lage, ein bestimmtes Teil zu kaufen, was es da nur am Strand gibt, sondern wir sind dann auch wieder bereit, Batterien zu machen. So. Hier wieder. Das dürfte von unserer Energie gerade mal wieder ausreichen, ne? Okay, wie viel haben wir da noch? 21. Eieieiei. Wie viel verbraucht das? 16er. Pff. Ja, allmählich wird's happig. Ich sehe es schon. Huch, du läuft auf einmal die Kuh hier rum, die Elsa. Ja, ist das ja leid. So, dann muss ich gerade mal was gucken. Ihr liebe Leid, bringt uns... Nee, die bringt uns natürlich nichts, die Schnecke. Dann kommt 3. Was kommt dann 3? Durchweg die Zeit und guckt mal hier rein, das ist sicher. Ah, das ist heute leider nicht so übersichtlich, wie ich mir es gewünscht habe. Echt was? Mit Zwitschern uns noch ein bisschen was rein. So ein Matroseteller kommt doch immer gut. Gibt 150 Energie, das bringt ordentlich Tinte auf der Füller hier, das Zeug. So. Weil es wäre wirklich saumäßig unsauber gewesen, finde ich, wenn ich jetzt einfach meinen Cut hier gesetzt hätte. Wenn ich da bewusstlos werde. Das muss nicht sein. Ich hoffe, das Vieh frisst hier nicht mein Zeug weg. Meine Ernte. So, Reitode mit. Natürlich. Wir brauchen mal wieder hier was. Gott. Okay, wie sieht's denn aus mit Unkraut und Schäde? Was habe ich da Hässliches hören müssen? Dann ich doch mal Sache. Wir sägen das Zeug hier ab. Damit es nicht so viel Schade anrichten kann. So. Okay, es sei denn natürlich auf dem Hof selber ist wieder irgendwas passiert. Aber hier sieht es mir nicht so aus, als ob es irgendeine Schade angerichtet hätte. Hier können wir mal das Zeug abernten. Und können uns hier noch was holen. So. Aber es sieht mir nicht aus, als hätte es wirklich ernste Schade angerichtet. So. Das dort hier. Die lassen wir mal bei uns. Weg, weg. Der dort hier. Hoppla. Das ganze Zeug hier genauso wie das. Der kommt wieder da rein. Meine Fresse, was ein Einstieg, oder? Das ist heute so ein richtig toller, hektischer Einstieg in das neue 2. Jahr hier. So, zum Mani mag ich eventuell auch nochmal vorher. Falls die Gutfrau noch nicht bei ihrer Dienstagsaktivität ist. So, zum Gewächshaus können wir später immer noch gehen. Oh, na toll. Du wächst jetzt gerade so viel noch. So, ist besser. Alter Falter. So. Dass wir doch schon gar nicht mit durchreiten können, vor lauter Gut. So. Du da dim da. Also, Reizumani. Ich hoffe, sie hat noch auf. Und dann schauen wir mal, ob sie möglicherweise noch was Neues für uns hat zum Verkaufen. Nee, natürlich nicht. Okay. Bei der Gelegenheit haben wir mal wieder Reisewagen. Ist er da? Nö, natürlich nicht. Schade. Gut. Wir haben sehr, sehr viel zu tun, merke ich. Aber bis man sich überhaupt erst beim Hof wieder eingefunden hat, dauert auch wieder gefühlt die Ewigkeit. Allein schon das Eipflanze war echt heftig. Dann sollte ich vielleicht doch nochmal zu Robin gehen, aber vorher machen wir das Zeug hier noch raus.
Und fällen hier noch ein bisschen was. Oder beziehungsweise machen hier noch ein bisschen klar Schiff. Und du kommst raus. So. Okay, weil du möchte ich nämlich mal Hütte hier haben. Falls ich jetzt bei Robin schon in der Lage dazu wäre, das Ganze zu machen. Schauen wir doch einfach mal. Okay, aber das wird heute ein kurzer Tag, weiß ich jetzt schon. Gut, Lauch ist auch wieder da. Das ist für der Schorsch immer gut als Geschenk. Södele. Ist dann die gute alte Robin da? Na, natürlich nicht. Die scheinen wohl wieder ihre Dienstagsbeschäftigungen zu haben. Erlaubt es heißt morgen zu Robin und zu Mani. Weil ich bei Robin noch meine Gästehütte haben will, damit ich für den Multiplayer gewappnet bin. Bei Mani möchte ich gucken, ob sie möglicherweise neues Zeug im Sortiment hat. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier. Ich weiß, es wäre nicht nötig, aber ich mach's trotzdem. Weil ich halt ein echt schnaffter Typ bin. So, dann geht's weiter. Und joink. Und hier noch der, ups, der Hansel noch. Und dann, genau. Und heute ist leider nichts im Gewächshaus für uns. Sehr schade. Dafür war gestern die fette Ernte. Das hat's dann wieder rausgerobbt mit über 11.000 Gold für die volle Ernte. Finde ich schon ziemlich geil. Gut, wieder weg. Jo. Und jo, perfekt. Da wieder, ups, da wieder auffüllen. Und dann raus mit uns. Und die Tiere dürften im Stall sein, hoffe ich, ne? Deswegen dicht machen. Da habe ich es gut gemeint mit dem Viecher Grashiesteller. Und dann ist es so fett ausgeartet, das Ganze. Dass sie das sofort wegschmatzt haben, hätte ich echt nicht gedacht. So, Stoff, dann sammeln wir hier, soweit ich weiß. Die können wir da wieder reinmachen. Der Harz kommt hier. Das Zeug kommt da hier. Warte mal, jetzt wo ich es gerade sehe. Im Sommer, wisst was? Wir pflanzen, ach nochmal von dem Ding was. Oh, Treppe brauche ich nicht. Von dem brauche ich. Ich brauche Lehm und Quarz. Lehm und, ups, und Quarz. Na, wo ist er dann? Da. So. Huch. Neuer Erfolg Handwerker. Weil das Zeug, ihr liebe Leid, das machen wir im Haus. Wir pflanzen uns im Haus Kaffee. Das finde ich persönlich doch sehr geil. So. Das ist nämlich auch unser letzte Amtstat für heute. Und in der Episode übermorgen können wir uns dann noch mehr Saat holen für das große Feld, oder? Da müsste ich vielleicht noch mal kurz abchecken, wie viel das ist. So, das stört mich nämlich auch gerade, dass das Zeug hier so rumliegt. Und da es heute wieder, also da es wirklich bei mir der Helm sehr heiß ist, jodelt mein PC im Hintergrund wieder ganz schön laut, muss ich sagen. Also sorry dafür. Und das wird wieder halbe Stunde Episode oder wie viel. Okay, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 32er Feld ist es dann. Ah, ich glaube, das ist der Schade, der A gerichtet wurde. Okay, da hat sich Unkraut hier durch die Bode hochgedrückt, wie es aussieht. Aber das können wir sehr schnell wieder beheben. So, also 32er Feld, merke. 32. Gut, da ich glücklicherweise gleich hintereinander wieder aufnehme, ist das kein Problem. So, dann kommt der Dohi. Wir könnten uns tatsächlich noch ein bisschen Dünger holen. 1, 2, 3, 4. Dann können wir nämlich noch schnell 2 von den Standarddünger machen. Und dann schauen wir nochmal, dass wir da Kaffee machen können. Okay, das ist sowas Klassisches. Das können wir eigentlich dort hinstellen, finde ich. Dann können wir da Dünger reinmachen. Ups, das möchte ich nicht. Ich möchte das hier. Und dann möchte ich hier meine Kaffeebohne. Ja, super, oder? Dann hätte ich sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig zu Kens Geburtstag. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.